Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin nicht alleine da, für die das Video noch nicht gesehen haben. Wir haben letztes Mal in meiner Podcast-Folge schätzen, wer da hockt. Eine Person, was habe ich gesagt, die mit L anfängt und die auch neu einen Podcast hat. Die einen haben es richtig gehabt. Wirklich? Und zwar haben wir da zu meiner Seite. Hoi. Die Leila! Oh Insane! mein Gott, herself! Yeah. Kaum Wie zu heisst dein glauben. Podcast? Simply Oversharing. Gut, gehen alle bitte schnell vorbeischauen. Morgen ist eine Folge Ja. mit mir online. Es ist auf Dankeschön. Schweizerdeutsch, nicht auf Englisch. Ja. Für alle, die nicht Englisch können. Also, erste Frage. Wie geht's dir? Ich bin so ein kleines bisschen nervös, sage ich ganz ehrlich. Sonst geht es mir gut. Wieso Wirklich. nervös? Ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Podcast mit jemand anderem Ah, aufgenommen. ja, stimmt. Warte, seit wann machst du einen Podcast? Ich habe jetzt die 10. Folge aufgenommen, also gepostet letzte Woche. Das heisst seit 10 Wochen. Crazy. Straight durchziehen. Lieben wir, ja musst. Ich finde es auch verdammt geil. Ja. Ich habe ich habe eine Story gemacht, wo so ein paar Leute können Fragen stellen können, über was wir reden sollen. Und es haben mega viel gesagt, dass du dich mal vorstellen sollst, weil sie dich noch nicht so gut kennen. Und darum kannst du mal bitte einfach schnell einen Steckbrief von dir. Holst du aus meinem Stammbaum raus. Schuhgrösse und so bitte auch noch. Schuhgrösse 39. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Ja. Nein, ich bin die Leila. Ich mache Social Media sowie Natti-Style zum einen richten. Ich mache aber kein YouTube. Yeah. Ich habe früher mal YouTube gemacht, aber das nicht Oh, meine stimmt! beste Zeit gewesen. Ich wohne in Zürich, ich bin 21, ich tanze. Das ist verdammt alles. Was kann ich noch sagen? Du bist in einer Beziehung mit einem Ich bin- Eishockeyspieler. Das auch, genau. So ist es. Der Ja. ist dort hinten verbannt in unserem Schrankzimmer am Boden. Weil wir haben nicht so eine grosse Wohnung. Er darf nicht da rein sein. Genau, wir haben rausgescheucht. Oh, etwas ganz Wichtiges, was man muss an dieser Stelle sagen. Wir hocken hier auf einer Couch. Und das ist eigentlich die Kommt sie euch OG. bekannt vor? Ja, gell? Das ist die OG-Podcast-Couch eigentlich. Und sie ist jetzt einfach weitergeführt in einem anderen Podcast. Sie Ist ist das schön? jetzt bei mir daheim. Wir Ja. sind jetzt nämlich nicht bei den Nettis. Ja, hä? Seht ihr? Nein, Spaß. Also, für die, die es gar nicht gecheckt haben, das ist meine Couch gewesen, meine alte. Und Leila hat sie uns Leila genommen. Das ist wirklich Gottes Segen, danke, dass wir die losworden. Das ist so geil. Ja, sie hat mal so eine Story gemacht, als sie ausgezogen sind. Und wir sind ja auch, also ich wohne jetzt schon lange mit Remi da, also so 1,5 Jahre oder so. Aber wir suchen schon lange eine neue Couch, weil uns war es hart gewesen. Und ich habe sie gesehen und ich so, ey, wo haben die Couch? Sie sieht so geil aus. Und du hast schon gesagt, sie ist vom Chansi im Vormieten, glaube ich. Ja, Aber irgendwie am so. Chansis Mami will sie haben. Ich so, ja, easy, alles gut. Und jetzt hat sie mir dann vor einem Monat oder so geschrieben, ja, wenn sie doch nicht und ich kann sie abholen, dass ich mir die so 4 Stück abtragen Alter, das war so pain gewesen. Vor allem, sie das Auto noch müssen tragen und so. Alter, ja. Es ist lustig. Mir so, es war so pain gewesen, dabei so der Can und der Emi alles selber tragen und mir so Küsse transportiert. Aber dann küssen Nein, sie es ist nur schon- es schwer ist schon gewesen, pain gewesen, es Alter. hat fast keinen Platz gehabt, wir mussten wirklich ins Auto reinwürgen. Ja, aber es war eine lustige Experience gewesen, oder? Ja, aber ich finde es toll, dass die Couches weiterhin darf. Ich bin nicht, oder du hockst auch da? Oh nein, du hockst auf dem Mal. Bett. Ich hocke seit ich sie anhocke auf der Couch. Seit der letzten, oder was? Seit der ich habe es zweimal, seit ich Ah. sie habe, ja. Ah, ich habe glaube auf YouTube eben geschaut, ich glaube, die das noch nicht aufgeladen, kann das sein? Schaust du meinen Podcast auf YouTube? Manchmal. Ich poste nicht mehr auf YouTube. Ja, in dem Fall. Scheiße! Also, Scheisse. mit Nati, du musst auf YouTube posten jetzt. Oh, Bro, danke. YouTube braucht so lange zum Aufladen. Es schießt mich so an und Spotify geht so Fair. hure schnell. Vor allem bei YouTube musst du noch so ein scheiß Thumbnail machen, das weißt du, so ein Bild am Anfang. Ja. Vor allem, ich habe so 100 Views auf YouTube. Fair, so 30 schaut Follower. Und ich niemand. poste nichts anderes, nur so den Podcast für die, die so kein Spotify, kein Apple Podcast Also ich habe einen extra Account für meine Podcast-Folgen. Sogar? Ja. Wild. Weißt, ich glaube, wenn ich es mit meinem Main-Account posten würde, es immerhin jemand anschauen. Da habe ich so, ich weiß gar nicht, wie viel Abonnenten ich für meinen zweiten Account habe. Es schaut niemand, ich weiß nicht, warum ich mir den Ich Aufwand mache mache. dann so ein 100 Abonnenten-Special. So, oh mein Gott, danke für 100 Follower auf YouTube. Ich glaube, ich höre auf mit Social Media, mache nur noch YouTube. Alter, ich schwöre, kannst du richtig davon leben. Nachher. Zwar YouTube-Einnahmen kannst du ja, also ich weiß nicht, viele wissen das im Fall nicht, aber auf TikTok verdienst du ja gefühlt nichts. Also du verdienst ja nichts. Ja, ich glaube in Europa nicht. Ich glaube in Amerika Doch, verdienen Deutschland sie ja. schon. Deutschland auch? Deutschland Ach, auch. Schweiz nicht? Ja, die kommen mit Die wollen Werbegeld einfach so über. speziell sein. Also im Fall nicht mal so schlecht, glaube ich. Also was meinst du? Also, Zahlt? Nein, ich mhm. habe eben auch schon viel gehört. Bist du auch ein Ja. bisschen jealous? Also sind wir da in der setzen Schweiz. uns jetzt eigentlich dafür ein, Ja. dass TikTok uns zahlt für
Für jedes Video. Für Bitte 200 alles. Stutz pro Video. Das ist ein riesiger Aufwand im Fall. Das Ja. ist eine richtige Arbeit, die dahinter Ja, steckt. für alle, die es nicht wissen, wir verdienen keinen Rappen, wenn wir keine Werbung haben. Wir machen Fair. einfach Videos, weil wir euch gerne haben. Ja. Schön. Nein, also wenn wir Geld verdienen eben auf TikTok, dann einfach mit einer Kooperation. Also das ist schon crazy. Und auf YouTube ist es eben halt actually so, dass man mit jedem Video kann auch so Geld verdienen kann. Und Pro das ist Klick actually- oder so, gell? Ja, also es ist so, ich glaube CPM heisst, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich habe schon lange. Ich bin nicht mehr so aktiv YouTuberin, actually. Nein, Spaß. Aber ja, das ist wie so CPM-Wert und da steht halt, wie viele Klicks per Minute. Ja, macht Sinn. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr. Also, ich will da nicht falsch sagen. Aber ja, auf jeden Fall, die rechnen es halt wie so. Ja, Das ist voll. halt schon geil. Darum folgen wir bitte auf YouTube und der Leila jetzt auch. Wir wollen rich Influencer werden. Nein, folge mir nicht. Das bringt wirklich niemandem etwas. Also, könnt ihr bitte Kommentare schreiben, falls ihr unseren Podcast auf YouTube hört. Das würde uns wirklich mega interessieren. Genau, gut. Eine andere Frage, die Leute gefragt haben, wie haben wir uns kennengelernt? Ja, Und ich glaube, du weißt das im Fall besser. Ich weiss es hure besser. Ich weiß es eben gar nicht. Also ich weiß nur, nach welchem Event, weil du Ja, mich sie daran hat erinnert einfach hast. mich nicht gekannt und dann hat sie mich aber nicht in ihrem Kopf behalten, obwohl wir so gefühlt nebeneinander geguckt sind. Sie hat auch noch so nicht mit mir geredet. Weißt du was? Ich bin viel zu abgehoben, Alter. Sie ist wirklich so von ihrem hohen Ross runtergeschaut und mich mit Dreck behandelt. Alter, ich habe dich gespuckt, Alter. Ja, ich war auch nicht mal eingeladen gewesen oder so. Die Also, Faye- welches Entschuldigung. Event war es? Welches Das Event ist- zählt. Das zählt. Ja, Im April oder so? Kann das sein? für Mai? Monate und allem. Ich glaube, ich bin Ich beim würde sagen, Sprachaufenthalt so gewesen und bin April, übers Wochenende oder so heimgekommen. Und bin Nur noch wegen dem Event ist sie eigentlich Nur zum mich kennenlernen. Ja, ich habe gewusst, Ja. Leila kommt. Nein, also was und dann das zählt? Was ist das für ein Event eigentlich? Ja, das Zelt ist, glaube ich, so ein Zirkus, Comedy-mäßig. Die machen so ein bisschen alles. Ja. Und dann haben sie so ein Gala-Dinner mit so Pre-Gala und so alles so wichtige Leute eingeladen, keine Ahnung, was wir dort gesucht haben. For real. Und dann haben mich die Gut, ist ja Faye sonst niemand mitgenommen Wichtigste gewesen. Und nachher, mal der Luca Henny, nein, Spaß. Ich weiss es nicht mal mehr, ehrlich gesagt. Stimmt, der Remo Vorher war auch der gewesen. Ja, der hat gesungen auch. Mein Dad ist im Fall mega big Fan von ihm. Schon? Ja, So hast du mega nicht ihn mitgenommen? Was hat der John? Ich schwöre, eigentlich hätte ich nicht gewusst, Sorry, dass der Remo John, dort kannst ist. nicht mitkommen. Ja, mein Dad hat jetzt eben schon ein Foto mit dem Remo. Und der Remo folgt mit einer Mama jetzt auf Insta. Hat er ein Foto? Wirklich? Das ist auch Fame. Ich find's so Wie findest lustig. du es eigentlich, dass deine Eltern... Nein, Entschuldigung, wir sind jetzt nicht bei meinem Podcast. Das machen wir nachher. Also, nachher bin ich... Die Fee hat mich dann mitgenommen an den Event, weil wir uns gekannt haben vom Tanzen, aber nicht mehr, mal schon ein bisschen gut. Und sie hat mich mitgenommen. Und dann habe ich dich dann kennengelernt und John. Und Ja. all die anderen Leute, wir haben sogar ein Foto mit allen miteinander. Ich hatte noch Das rote weiss ich, Haare. ja. Gehabt. Ich habe es eben gerade heute angeschaut, das Foto. Ah ja. Ja, ich habe mich da voll. richtig vorbereitet auf dich. Das ist mal. Ja, Same. gell. Ich habe heute das erste YouTube-Video geschaut. Nein, wirklich? Du hast dich einfach richtig vorbereitet. Ja, aber ich habe nur das erste geschaut. Und Ich alle wollte anderen so nicht. schauen. Alter. Ich Ehrenlos. bin morgen um 4 Uhr morgen aufgewacht, habe all deine YouTube-Videos Alle 400. Ich weiß aber gar nicht, wie viele Videos ich habe, aber ich glaube, Ich weiss- ja, seit ich weiss es 2018, auch ich weiß auch nicht. nicht. Ja, jedenfalls. Was mir? Ah, genau. Wir Dann haben uns habe kennengelernt. ich habe gewusst, wer du bist. Ja. Und du hast ja, glaube ich, Faye und ich bin schlecht mit Namen. Fuck, Alicia Anna. und so kennt und Anna, ja. Ja, aber eben auch noch ganz schön. Ich glaube, Ah. wann habe ich die das erste Mal gesehen? Ich weiß einfach mal, irgendwann vorher war es so ein Mikro-Event, wo Okay. BHZ privat auftreten ist. Und dort habe ich die Wow. von weitem einfach gesehen. Wir Dort habe haben ich, gewunken. oh mein Gott, dort bin ich am Trainieren gewesen an diesem Tag. Eben. Und ich bin mega BHZ-Fan gewesen. Ja. Und ich habe nachher so übergeschaut. Aber du bist mit der Fee und so dort oben gewesen? Nein, ich bin nicht mit ihnen. Gewesen. Ah. Aber das weiss ich nicht. Nein, Weil ich habe nur nicht sie oben. dort gesehen und dann haben wir so gewunken Nein, auf sie tanzen Weird, in weil ich einer nicht anderen gewusst habe, ob Gruppe. man Ich sich darf nicht mit ihr reden, wenn ich im Tanzen bin. Nein, Oh Spaß. nein. Nein, schon nicht. Also wer die Leute nicht kennt, das sind einfach alles auch so Schweizer Influencers. Ja. Genau so No-Names wie mir. Genau. Ja, und nachher habe ich eigentlich ich habe auch mit dir geredet, auch mit dem Can, aber mit dem Can noch ein bisschen mehr wie mit dir, ehrlich gesagt. Ja. Und nachher sind wir so... Aber bist du mit dem Remi da gewesen? ja, wir waren mit dir. Und die sind so schräg links hinter uns gehockt und wir gerade so rechts vor euch. Ja. Und ich habe so gedacht, jetzt können wir so ein bisschen reden, aber wir haben fast nicht mit euch geredet. So. Ah, wirklich? Ich weiss nur, dass... Ich weiss nicht, ob es vor mir war oder nachher, aber wir haben so ganz kurz einen Deep Talk gehabt. Keine Ahnung mehr über was. An dem Tag? Ja. Aber ich weiss Ich nicht weiß mehr auch über nicht was. mehr über was. Ja, keine Ahnung. Aber das ist unser Kennenlernen. Einfach unsere Kennenlernen, Deep Talk beide vergessen. aber nachher, ist das zuerst übrigens nachher? Ich weiss es eben nicht. Ich habe keine Nachher, weiss ich noch, das war mit der Steffi, das Universal Music, sag mir den Namen. Wie hat der geheißen?
Nein, Post Malone. Ah ja, Post Malone. Ja, wir zwei. Das war so haben eine Pre-Listening-Party. Ah ja, Malone stimmt. kennengelernt. Nein, Spaß, das ist nicht gekommen. Ich bin nur gegangen, weil so ist ein Special Surprise. Ich so, oh mein Gott, vielleicht kommt er auch. Das ist echt, Nein, auch ich so. kann nicht noch Was ist das? wegrennen. Auch irgendein random Event gewesen. Es ist so, das ist halt, dann so hure krass. Oh mein Gott, Pre-Listening-Party von Post Und Malone. dann sind wir so zu vierten gewesen. Can ist so big Fan und war so, oh mein Gott, wie cool. Weißt du, es ist zwar gestanden, er kommt Ja. nicht. Und dann hast du gleich irgendwie so gedacht, das ist so crazy. Und dann ist halt, ja, es ist schon cool gewesen, aber es hat halt wirklich eben 12 Leute gehabt. Also ich bin dann mega erleichtert, dass ich dich gesehen habe, Ja. obwohl ich dich ja überhaupt nicht gut kennt habe, weil ich einfach gewusst habe, du bist wahrscheinlich auch so eben ein bisschen wegen dem halt eingeladen, Ja, weil voll. wir aus diesem Business kommen. Voll, aber auch dort haben wir mega wenig geredet. Dort habe ich und Ja. der Can und der Remy hure Time of Our Life gehabt. Und du und Steffi die ganze Zeit das Zweite. Und ich so, okay, sie hasst mich. Halt, ich hasse die. Nein, ich habe einfach mit der Steffi dort einfach einen Deep Talk gehabt. Die Steffi ist einfach auch nochmal Sie nochmal ist über so auch aus dieser ganz Szene. coole. Ja. Genau. Voll. Ja, das waren unsere ersten Berührungspunkte gewesen. Aber wann haben wir gebondet? Ich frage mich. Wir haben immer noch nicht eigentlich gebondet eigentlich. Unser erster Deep Talk-Gespräch war so gut. Wir haben es beide vergessen, aber dort haben wir gebondet. Nein, also, hey, ich frage mich gerade. Gell? Was ist denn noch? Warte mal schnell. Es gibt doch safe Ich habe etwas, das was wir Gefühl, vor dem vergessen Sofa war schon noch etwas gewesen. Vor haben. Ja, dem eben. Sofa. Was war denn gewesen? Exchange. Ich weiss nicht Der mehr genau, Dyson-Event was- war noch der gewesen. Mal schon im Fall beim Dyson-Event haben wir schon ein bisschen gebondet. Echt? Dort haben wir Ja, schon viel miteinander aber ist geredet. vorher nichts mehr gewesen? Ich weiss es Ah, einfach nein, nicht. ich weiss auch noch was, wo du immer ihren Podcast Ah, ja, genau. gehabt hat. Dort hast du mir geschrieben, ob ich dich kann so irgendwie, oder ob du kannst so ich zu habe uns kommen und ja, so. ich habe niemanden gekannt und immer ist halt Ja, wir auch waren auf halt der alle mit dem Bühne. Management da gewesen. Und nachher, ja, ich so, ja, safe. Kann ich mit euch chillen? Ich habe keinen Kollegen. Kannst du mich im Eingang abholen? Nein, Voll, ja, real, aber... voll. Und dann, dort haben wir gechillt, voll. Ja, stimmt. Voll. Und Ja. nachher Dyson-Event. Ja, und nachher stimmt. das ganze Zeug mit dem Sofa. Und dann sind Ja. wir Nägel zusammen machen. Und dann haben wir gewusst, Stimmt. jetzt funkt es. Ah, Jetzt sind wir zusammen. Spass. Das war unsere Kennenlernen-Liebe-Story. Ich schwöre, Love Story. Oh, So cute. bravo Love Story. Einfach alles gefühlt vergessen. Okay, es haben jetzt ein paar Leute, ich will dich jetzt einfach ins kalte Wasser Mach geben. mal. Ist gut, also. Es haben ein paar Leute einfach so ein paar Themen vorgeschlagen, wo sie interessiert. Und ich habe mir so überlegt, was ist unsere Gemeinsamkeit? Ich habe mir gefühlt nichts gemeinsam außer Social Media. Doch, wir haben eben mega viel gemeinsam. Ist mir Ja. dann eben, wenn ich so Ja. in die Tiefe der Ära gegangen Ja, bin. mal. Wir sind zum Beispiel beide blond, das muss man auch sehen. Nein, Das wir ist haben- alles. das ist Beide alles. natürlich blond. Und Wir sicher reden nicht beide gefärbt. Schweizerdeutsch, haben beide Das ist- Nase. Das Zwei- ist schon noch 1%, also das ist schon viel. Gell? Ja, Ist schon viel. wir Nein, haben schon Gemeinsamkeiten. eben. Ich Also habe wir- herausgefunden. Also, okay, Gib mir. ja. Aha. Also ich hätte jetzt gesagt, wir haben beide eine langjährige Beziehung. Das habe ich eben auch. Das ist genau das, was ich herausgeben wollte. Ja, Du hast gesagt, du würdest auch gerne mal tanzen kommen. ja, stimmt. Ich habe sogar mal getanzt. Aber ich will Nice. jetzt viel vorwegnehmen, denn wenn ich glaube, tanzen siehst, mal lachst du mich aus. Aber Ich lache ich habe 4 Jahre Ballett getanzt und 5 Jahre Hip-Hop und man sieht, glaube Das ich, ist nichts geil. mehr. Lol. Stimmt, tanzen. Und ich habe mich auch für den gleichen Studiengang Ah, ja, mega stimmt. interessiert. Aber Ja. ich bin mir jetzt nicht dort, aber ja. es hat mich auch sehr interessiert. Ja, Durch das voll. haben wir auch noch gebondet, gell? Ich habe Stimmt, dort auf, ja. auf Insta noch geschrieben, und dann haben wir Ja. Nummern austauscht. Und jetzt sind wir schon zusammen auf dem Sofa. Das ist wirklich wie so eine cringe-Love-Story. Nein, ja voll. Aber darf man sagen, was du jetzt vorhast? Oder ist das neu? Ich tu mich bewerben, sage ich, aber ich sage nicht wo. und Okay. Was. Weil Ja. ich will jetzt eigentlich, sobald ich Bescheid habe, auch wenn ich es nicht Ja. bekomme, share es. Aber vorher ist es so ein bisschen... Ich habe mich noch nicht mal beworben, ich will es einfach machen. Also Ja, so meinst du ja safe. vielleicht käme man noch Nicht um der und dann Pressure, bin ich so, ja. oh, jetzt habe ich Lust zum irgendwie, Ja. keine Ahnung. Nein, aber nur Umlernen. das, was du willst studieren, hätte ich auch spannend gefunden, glaube ich. Ja, So. voll. So, da ist auch noch eine Kurve, wo man da könnte Ja, so Gemeinsamkeit ein bisschen kratzen. ähnliche Interessen. Ja, würde ich sagen, ja. Aber eigentlich wollte ich auf so Beziehung aus... Wie lange bist du jetzt mit Remi zusammen? Genau. Im März 4 Jahre, also jetzt Ja, ein bisschen mehr wie das ist 3,5 schon mega Jahre. lang. Das Ja, ist schon viel lang. Du? mit dem Can 5 Jahren. Ja. Ja. Ja, also, warte mal schnell, wie alt bist du? 21? Ja. Das heisst eigentlich... Wir sind mit 18 zusammengekommen. Aha, gut. Ah, ist nicht gleich alt, gell? Er ist ein bisschen älter. Wie viel älter? So 5 Monate oder so. Ah, easy. Aber wir sind beide 18 in dem Fall. Weil der Can, ich Das bin glaub 17 gewesen und er ist 18 gewesen. darum. Ja, mal, ich bin auch Aber es ist 18 ähnlich gewesen. eigentlich. Ist nicht Schon einfach ein ähnlich. Jahr nach hinten rein vom Ja. Ganzen, aber theoretisch gesehen. Darum, ich habe gedacht, das wäre vielleicht noch spannend. Weil Ja. ich habe das Gefühl, in unserer Generation gibt es recht wenig, die so... Ja, vor allem in unserem Alter, glaube ich. Ja, also wenn ich mir Leute erzähle, so, ich bin mit dem Can schon 5 Jahre zusammen, Alle so, so, wow. was, oh mein Gott! Hat er schon Antrag gemacht? Ist er schon auf Ich die gegangen? schwöre, Alter, du bist schon Prego. Prego! Nein, aber for real. Und es ist mega, keine Ahnung, für mich ist so,
normal, also weißt du, klar, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, jetzt auf einmal wieder Single sein. Ich glaube, ich wäre keiner befordert, so Single-Leben halt einfach in den Club gehen und Ja, vor allem, Alter, so, ich habe genug Stress in meinem ganzen Leben. Ich finde es gut, dass ich so einen Anker habe in der Beziehung Mega. und da nicht nochmal mit irgendjemandem schreiben und auf irgendjemandem Antwort warten. Bro, ich will mir ich kann nicht mehr. nur schon sich dann, also weißt, Single-Leben ist das eine, aber dann wieder einen Partner finden, du musst wieder, du bist am Anfang nicht dich selber. Das braucht so ein Schwör. bisschen. Und um sich kennenlernen, zum funktionieren, zum schauen, wie die andere Person tickt, dann eine Streitphase überwinden. Alter, ich habe gar keinen Bock, ohne Witz. Also so Kennenlernphase mit der Sonnenbrille, die ist safe geil. Aber nachher, Alter, gar keinen Bock. Ich bin so froh, wenn ich einfach jemanden weiss, der mich so gut kennt und du bist so eingegroovt und Hure. alles und das ist so entspannt. Darum, würdest du sagen, der Remi ist der Richtige? Ja, Ja. 100%. Und wie hast du das gemerkt? Oder wieso? Ey, also ich habe es eigentlich nicht. Also wir sind beste Kollegen gewesen, mega lang. Das heisst, ich habe ihn auch gut gekannt, bevor Ja. wir zusammengekommen sind. Das macht sicher mega viel aus. Es ist nicht so. Schon klar, habe ich schon ein bisschen die Sonnenbrille angehabt. Mit den Herzchen. Aber es ist auch so. Ich habe ihn halt so gut gekannt, einfach schon. Ich habe Ja. so schon seine Flaws gekannt. Ich habe schon die Sachen gekannt, die mich stressen, habe ich das Gefühl. Ach so. Also sind so wirklich gut Friends gewesen, nicht einfach Mega. bekannte, gute Friends? Nein, wir sind zusammen in die Schule gegangen. ja. Und wir haben uns so hure viel getroffen zum Essen. Und er hat mir alles von so seinen Girls erzählt. Und ich habe ihm alles von meinen Boys... Also, der hat alles über mich gewusst. Ja. Er ist so hure der, zu dem ich gegangen bin. Ich so, oh mein Gott, ich habe mit dem etwas gehabt. Ah, ist in dem Fall so Also, richtig es auf war dem deep Best gewesen, Friend ja. Vibe gewesen. Also Ach so. voll, er war so bei mir in der Friendzone gewesen, Alter. Ich weiß nicht, wie er dort rausgekommen ist, Alter. Aber du bei ihm auch? Ich glaube, er hat einfach nicht gedacht, dass ich könnte eine Option sein könnte. Ja. Und dann hat er sich gar keine Gedanken so gemacht. Ja, aber so funny, das ist voll filmreif eigentlich. Das wünscht man sich Also- doch so voll, dass man so zuerst so Best Friend ist und dann... Ja, weißt du, wenn du das nächste Filmprojekt machst du über unsere Beziehung? ich schwöre. Ja, voll. Ja. Und nachher? Ich meine, nachher ist so, wir sind eine Woche vor dem Lockdown zusammengekommen, das war auch geil gewesen. Und nachher ist so, wir sind halt beide Sportler, das heisst, wir haben gewusst, so, jetzt haben wir so eine Beziehung, wo wir uns jeden Tag sehen, 24/7 miteinander, sind wir beide keinen Sport machen können in dieser Zeit. Und ich habe so gewusst, es wird null das sein, wie es nachher ist, wenn das alles wieder vorbei ist mit Corona und so. Und dann ist er mir hure auf den Sack gegangen. Alter. Bro, ich so, fuck. Ich hätte das so, fuck, ist das echt die falsche Idee? Weißt du, ist das Falsche gewesen? Richtig scheiße. Er voll Ja. verliebt in mich. Obviously, nein, Spaß. Nein, und dann bin ich zuerst ins hure Downhill gegangen. Ja. Wirklich. Und, also das weiss er auch, wir haben hure über das geredet. Also ich bin mega oft hure unsure gewesen, ob es wirklich das ist und so. Es war nicht so Liebe auf den ersten Blick gewesen, gar nicht. Und dann ist es dann irgendwann wieder bergauf gegangen. Wir haben auch nichts wirklich gemacht, Ja. dass es wieder bergauf gegangen ist. Ich habe einfach nicht Schluss gemacht. Aber ja, Ja, es ist nicht gehofft, mega dass es rund gelaufen. Irgendwie kannst du überleben so. Ich schwöre. Augen zu und durch. Nein, es war nicht schlimm. Ich habe einfach so irgendwie gedacht, so ist das jetzt. Alter. Aber jetzt bin ich so hure happy, weißt Ja. du? Es ist so Bombe. Aber Ja. das ist doch eigentlich ist es nicht, also ich weiß nicht. Ich bin auch irgendwie so, das ist jetzt so unpopular opinion, ja, vielleicht auch nicht. So, ich finde es viel nicer, mit jemandem zusammenzukommen, wo du sie zuerst kennenlernst, auf einer nicht, oh mein Gott, wir lernen uns jetzt keine Basis, sondern so auf einer Friend-Basis, wo nicht irgendwie das im Raum ist. Also wenn mich jemand würde anschreiben, jo, kommst du mit mir auf ein Date, dann wäre ich glaube so, ew. Also weißt du, ich meine, so, ich muss zuerst die Person in Real Life sehen und mit der so ein bisschen bonden Ich habe noch können. nie jemanden getroffen, wo ich einfach so... Ja, einfach so, wie wir schreiben und ich sehe nur sein Mega. Profilbild. Ja. Ja, der Titel von meinen Notizen. Notizen. Nein, keine Ahnung. Ich könnte das, zum Beispiel auch Safe Tinder, ich wäre auch. so überfordert, wenn ich so Ja. nur swipen und an der Hand Hure. von einem Bild. Hure. Ich muss so, das ganze Auftreten ist für mich so wichtig. Mega. Also weißt du, jemand kann gut aussehen auf dem Bild. Ja, das Ja. geht schon. Jemand kann gut aussehen auf dem Bild und dann in Real Life kann er so richtig abturnend sein. Ja, so wie er sich voll. verhält Und ich meine, die und ganze alles. Energy, die ist ja nichts von dem. Wenn du, Ja. ich habe auch noch nie eine Kollegin oder irgendjemanden getroffen, wo ich im Internet... Ich bin nicht so der auf Internet Besties. Ich habe meine Ja. Kollegen, die ich sonst kennenlerne. Ja, so Ja, ja, Charakter zählt, also ich oder? kann es mir null vorstellen. Ich meine, ich höre jetzt auch von Kolleginnen oder von meiner Schwester, so, dass sie einen trifft, den sie cool findet. Und du bist ja dann gerade irgendwie ein bisschen jemand anderer, weil du bist so, du willst ja die Person ein bisschen beeindrucken und du bist so ein Ja. bisschen nervous und du bist so, wie sieht mich die Person? Und die Ja. Person ist ja auch so. Und ich habe das Gefühl, wenn du dich halt vorher kennst und auch wirklich weißt, so, was er gemacht hat, auch mit Mhm. Frauen und so, dann kannst du irgendwie auch so ein bisschen, kann ich einfach so alle Karten offen. Ja. Du kennst die ganze Vergangenheit von dieser Person. Es Das ist ist nicht schon so, er darf dir ein bisschen auspicken, was er dir erzählt und so. Also ich meine, überhaupt kein Problem, wenn das andere haben.
Ja, das kann ja auch so hure funken. Ich Ja. kann es mir jetzt einfach nicht vorstellen. Ja. So, Wir also sind es schon ist so lange in einer Beziehung, Wissen, oder? Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie singen sie, schreiben und so. Nein, aber ich stelle es mir eben so unangenehm vor, wenn so, zum Beispiel eben, du bist auf Tinder, okay, du schreibst ja eh schon ein bisschen vorher, aber dass dich wirklich so, du triffst dich jetzt, um dich kennenzulernen, dann bist du so zusammen, ich weiß doch nicht, du hast schon das Date und dann bist du halt wirklich so, ja, was ist deine Lieblingsfarbe, was machst du, um so halt checken, ob man Gemeinsamkeit hat. Ich glaube, das wäre gar nicht meins. Verdient man dann etwas mit dem? Ja. Studierst du Oh Gott, nein. Finde ich auch. Alter, vor allem, es braucht so viel Energie und so. Ja, eben Kann darum. ich nicht für das. Darum zuerst so befreundet sein, die Lage abchecken, ist das Husband Material, und dann drauf losstechen. Ja, mein Liebling ist eigentlich so der Beste, wo ihr nicht sagt, so, mit dem würde ich nie etwas haben. Der ist es. Fair. Alle sagen nicht so, aber ich könnte wirklich nie etwas mit dem haben. Bro, ich habe schon so viele Kollegen, Schwestern, alles von mir. Alle so, nein, ich könnte nie und so. Zusammen gewesen. Alter, ich schwöre, Ich die bin Love genau Story. so gewesen. Ich Ja. habe so lange gesagt, never. Die besten Love Stories sind die, wo du sagst, Alter, er ist fett in der Friendzone. Ja, wirklich. Ja, funny. Ja, mir und Can ist das auch ein bisschen ähnlich gewesen. Er ist auch so erst so ja, keine Ahnung, wenn er es halt kennengelernt hat, ist so schwierig der Friendzone auch gewesen. Mhm. Nachher, weiss ich auch nicht, sind wir halt, hat er auch irgendwann so, boah, ich habe gerade heute ein TikTok aufgenommen, ich poste es dann, ich muss es noch schneiden. Aber unsere Kennenlern-Story ist fucking cringe, Alter. Es ist so, interessiert es dich überhaupt? Was kann ich sagen? Also, nein, sorry, kommen wir mit dem nächsten Thema. Ich würde reden. Nein, sicher, erzähl. Nein, keine Ahnung, es war einfach so gewesen, dass, also wir haben ja beide Social Media gemacht, YouTube damals, und er hat so einen Kurzfilm gemacht, nachher halt, hat er mich gefragt, Oh, das hast du mir mal erzählt. Kann Im sein. Fall nach dem Ding-Event. Nach eben dem hohen Post Malone-Event. Ja, aber da haben wir dort gebondet. Nein, dort habe ich im Fall mehr mit ihm geredet. Auch wieder. Er hat erzählt, Ja. er hat mal mit dem Ungespielten mal bei ihm übernachtet. Ich so, Ja, jetzt hast du voll. auch meinen ganzen Respekt. Alter. Ich war so Fan von dem. Also ja. Nein, ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, hat er mich eben gefragt, ob ich will in seinem Kurzfilm dabei sein. Das war halt eine Liebesstory gewesen. Und Yeah. oh, So ein bisschen Background-Noises machen. danke für die Unterstützung, gell? Mach weiter so, bitte. Gut, nein, ja, auf jeden Fall sind wir einfach nachher nur Friends gewesen, eigentlich. Also er war mir schon in der Friendzone gewesen. Er war gar nicht mein Typ gewesen, eigentlich vom Aussehen so. Sorry, love you. Nein, Spaß. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Nein, ja, auf jeden Fall hat er dann eben irgendwann mal so geschrieben, hey Nati. Da haben wir einfach so Deep Talk geschrieben, aber so halt immer noch so ein bisschen auf Friends-Basis. Und dann hat er mich irgendwann so gefragt, jo, Nati, kann ich dich mal ausführen? Yeah. Hast du dir schon mal erzählt, was ich geschrieben Nein. habe? Ich war so komplett überfordert gewesen. Ich bin in der Küche Das gestanden. Nachbild geschickt. Ich schwöre, ja. Nein. Nein, und nachher habe ich nicht gewusst, was ich zurückschreiben soll. Dann habe ich meinen Dad gefragt. Das sind immer so die besten fragt euren Dad, wenn ihr nicht wisst, was machen. Nein, macht es nicht. Er hat so gesagt, ich soll schreiben, ausführen geht, aber einführen geht nicht. Alter! Was ist dein Papa für ein Macher, Alter? Alter, vor allem, ich habe es Das ist verdammt geschrieben. lustig. Ich habe es halt wirklich geschrieben. verdammt Und er hat mich lustig. so ausgelacht. Ja, Respekt. genau. Jetzt sind wir seit 5 Jahren zusammen, Ist dein darum... Vater noch Single? Nein, wirklich Spaß. Nein, leider nicht. Ich weiss es okay. Er ist mit meiner Mom zusammen, weil sie Fame ist. Mami-Style. Aber er hat ja auch einen TikTok-Account. Also bei ihm ist auch mal... Er ist Papi-Style. Ich bin, weißt du, alles durchforsten. Ich weiss Ah. alles über dich. Oh, okay. Weißt du, wie mein Haus heisst? Nein. Alter! Ich habe nicht mal gecheckt, dass du ein Hase hast, bis die eine Story da, wo er so unter dem Christbaum ist. Ja. Einfach ein Hase, das ist so ein weird Flex. finde ich. Stubenhase, ja. Ein Das ist schon geil. Also Wie einfach heisst so er? Lino und der andere ist Lino? Gashi. 2? Ja, logisch 2. Das Wie sind Hasen. geil! 2 Hasen einfach so bei Wie uns wie so geil. Katzen am Chillen. Ich habe mal 2 Meersäule gehabt und 2 Hamster. Und auch mal ein Hase. Ja, wir sollen ja Mama gehabt. Ist der gestorben? Ja. Aber der ist easy alt geworden. Ja, stimmt. So Einer ist 90. auch mal so random gestorben, ja. Alter. Ja. Meine Schwester ist auf unseren Hamster drauf geguckt, dann ist er gestorben. Nein! Aber Hamster haben doch immer so crazy Stories. Ich weiß nicht, was da passiert. Das habe ich schon mal gehört. Dann bin Ja. ich ausgerastet. Ich so, hey, ich habe gemeint, ich habe die Beste. Nein. Ja, aber wir hatten auch mal Hühner als Haustier. Einen Gückel haben wir gehabt. Das ist hure random. Ja, das war mega geil. Halt immer am Morgen. Aber Nein. wir nur, ja, die ganze Zeit. Wir haben das so eigene Dann haben wir Eier ihn gehabt. grilliert. Nein! Wieso, jetzt ist es früh. Nein, es war echt lustig. Aber nicht mehr wissen, so, weißt, wir wohnen halt in einem Dorf und halt gleich in einer Siedlung, also es ist gleich mega mühsam, haben wir immer müssen, mega arm eigentlich, den Gückel halt über die Nacht
in den Keller tun. Alter. Damit er halt am Morgen nicht mega früh gückert. Gerade im Sommer ist es halt mega hell, so früh und dann gückert. Alter. Einfach so, Göckel im Keller. Ja. Kann nicht mehr. Also wir haben dann an den Tag Sind wieder raus, aber wir müssen nicht übernachten. Genau. Wild, Alter. Also, weitere Frage. Was ist ein No-Go in einer Beziehung für dich? Ich habe das Gefühl, so, wenn du irgendwie nicht ehrlich bist oder irgendwelche Sachen nicht kannst erzählen oder so. Mhm. Ich finde so, also der Remy, er kann immer wissen, wo ich bin. Ich kann ihm nichts verheimlichen und ich auch, wo er ist und was er macht. Ja. Also sobald irgendwie so, keine Ahnung, alles, was so ein bisschen in Richtung Toxic geht, ist für mich ein No-Go, Alter. Fair. Oder wenn ein Kickboard fährt. Spaß. So Kriegwort. Wo hast du mir immer einen Ick gehabt? Also, weißt du, bei der Kennenlernphase, wo so alles gut ist. Gut, du hast halt wirklich zuerst Best Friends gesehen. Schon ein bisschen was anderes. Weil der Can, ich bin so bei ihm daheim gewesen und er hat so richtig hässliche Finken angehabt. Nein, das so war dann miese. Ick gewesen. Ja. Ich habe auch den Remy auch hässlich. Weißt du, was hat er? Die Crocs. Und so, sie sehen so aus, als wären sie ihm so zu gross, so weisse Crocs. Und dann ist so barfuß in die reingegangen und so von außen rumgelaufen. Und ich wirklich so, nope. Und dann haben wir wirklich so, weißt du, so Tischtennis gespielt, also den Sportmodus installiert bei seinen Crocs. Alter, er wird so lachen, wenn er das hört, dass ich das erzählt Nein, habe. der Ich Can mobb hat ihn so- so für das, bis ich ihm mal neue Crocs geschenkt habe. Nicht neue Crocs, neue Finken. gute Finken. einfach Gute normale Finken. Durchschnittsfinken. Nein, du kennst doch All-Stars, oder? Das sind die Schuhe. Ja. Er hat diese Finken-Version gehabt. Aber nicht die du dir jetzt vorstellst, die typisch, die man so kennt, sondern so richtig grusig. Ich muss eigentlich ein Bild raussuchen. Ich kann es fast nicht erklären. Aber eigentlich All-Stars aus Filz. Kannst du dir das vorstellen? Nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Also stell dir einen All-Star-Schuh vor, weißt du, so die Converse. Ja, So die Höhe, die bindest. ja. Genau die, aber nicht normaler Stoff, sondern aus Filz. Aber nicht so bis rauf. Doch? Ja, Hausschuhe, oder? Ja. Also hast du auch reinschleifen und unten dran hast du so Rutschding. Hure hässlich. Aber gibt sie doch sind auch auch so so richtig- All-Stars Sie sind Socken. also richtig kaputt gewesen. Warte, ich finde das Es Bild. gibt doch so All-Stars Socken, wo man so anlässig sehen, wo sie eben Schuhe an. Wieso hab ich Das kein wäre Netz? für mich auch ein No-Go. Oh, Ah, doch, vielleicht muss ich den WLAN geben. Nein, ich Schon kann, warte, recht ich schlecht finde es. Gib mir kurz. Ich erzähle sonst noch schnell eine Geschichte Ja. von diesen Finken, weil er hat die einfach mitgenommen in die Wohnung, obwohl ich so voll dagegen war. Und nachher haben wir sie einfach einmal gebraucht, irgendwie für etwas verrissen. Und nachher haben wir es einfach im Garten liegen lassen und wir wollen so nicht in den Garten laufen, weil es so zu kalt ist verrissen und so. Und dann haben wir es einfach immer dort liegen lassen, bis sie so richtig, wie heisst es, so moosig geworden sind, so ein Teil vom Boden. Ich muss nachher schauen, ob die noch dort sind. Das ist so hässlich. Warte mal schnell, ich weiß sogar gerade letzte Es Mal. könnte einfach sein, dass er noch dort ist. Ja, ich könnte es halt eigentlich nicht mal einblenden, aber ich will es dir eigentlich gleich zeigen, ich will deine Reaktion sehen, Alter, das ist schon funny gewesen. Warte, da muss es irgendwo sein. Ich kann da Sonst mit dir posten drüber so auf die geredet. Story und sagt so, Ich für mache all die, die es gehört haben. die Ja, wissen, das was wäre wir eigentlich reden. schon lustig. Der Ick vom Can. Warte, da. Bist du ready? Ja. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Sie sind nebeneinander so richtig kaputt. Da. Oh, das ist wirklich das Hässlichste. Das sind sie so selber gemacht im so Handsgeh-Unterricht. Zeig es einfach in die Kamera, geht das nicht? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Aber ja, für die, die das Video nicht Stellt euch schauen, einfach das scheißegal. Hässlichste vor, was euch im Ja, wie kann man das beschreiben? Schau, wie so Filz. Und Ja, so selber voll. gemacht. Wirklich hoch. Wie so Hier kann man richtig so Finken- alternative wie so Finken. Alte, richtig linke Finger. Und er hat die halt so auf Ernst angehauen und ich bin so dick, so, nein. Ja, genau, das war ein No-Go von mir im Chat. Das Nein. wäre ein lustiger Ick, Alter. Alter, nein, ich Hat liebe er so echt auch X einen wieder. Ick von dir? Ja, safe. Es gibt mega viel so X. Was hat er bei mir gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß aber, wir sind irgendwie so im 4. Date oder so, sind wir ins Hürlimann. Kennst du das? Geil. Ja, safe. bin Das ich. ist so ein Spa halt einfach und wir sind so die baden. Es war alles so voll romantisch. Und auf einmal hat er einfach so schön. Alter, ich habe mal mit einem Sex gehabt, und habe einfach Nasenblüten bekommen. Du? Ja, und ich habe eben einmal bei meinem Podcast über so Typen und so Stories erzählt und das ist mir nicht eingefallen. Und der ist mir nachher in meine DMs geslidet, wieder auf Insta, und hat mir dann so geschrieben, so, hey, ich habe deinen Podcast noch nicht gehört, aber erzählst du die Geschichte, die du angefangen hast, so deine Nase hat angefangen zu blüten? Oh nein. Ich so müssen lachen. Ich so, nein, das habe ich im Fall voll verhängt, aber es wäre schon lustig gewesen. Jetzt kann sie erzählen, Drop it. Ja, das war es im Fall gewesen. Ich habe einfach, wir haben so rumgemacht und so. Und ich weiss nicht, ob wir so am Bumsen sind oder Ja. ob es noch nicht so wie war. Aber auf einmal, er so, Lera, warte schnell, so, ich glaube, du hast noch das Blut. Und ich wirklich so, sein Gesicht, es war halt so dunkel gewesen. Dann so das Licht gestellt, so das ganze Gesicht so im Blut und so. Ich so, oh, das ist ein bisschen cringe. Oh mein Das ist ein Gott. bisschen cringe. Alter, crazy. Aber
Aber immerhin haben wir so können, weißt, so drüber lachen und reden. Ja, voll. Ich sehe es so beim Can und Voll. ich bin so, soll ich das jetzt ansprechen? Entschuldigung. Vor allem, wir sind so im Bad, weißt du, kannst nicht einfach schnitzen. Mo, ich gehe immer so... Nein, du kannst nicht einfach rauslassen und dann schwimmt es im Wasser rum. Es ist wie, die Situation war sehr kritisch. Das ist Gewesen, einfach. eklig, Alter. Ich weiss es eben nicht mehr. Ich bin auf einmal so weggegangen und dann war schon nicht mehr da. Gewesen. Und ich so, okay. Aber es ist einfach grusig. Ich So, so, Can, musst du nicht aufs WC und mal in die Spiegel schauen. nein, es ist wirklich eine Ich kritische glaube, auch schon meine Situation. Nase putzen. Jetzt hast du gerade Unwahl. Du hast im Fall auch fette Bögen gehabt, gell? Nein, ich habe Kannst du dir jetzt auch nicht getraut sagen? Nasenblüten. Ich habe vorher gehabt. Und nachher, als ich so ein Creme rein tue, um meine Nasenhöhle irgendwie entspannen oder so. Und nachher ist es so hässlich, weil die ganze fühlt sich so voll an. Darum habe ich da meine Nasentücher. Falls so etwas rausspringt. Ich Das habe haben wir noch ja nicht. nie gefühlt in meinem Leben also richtig Nasenblüten gehabt. Mega viele sagen, sie haben so, oh mein Gott, ich habe noch nie eine Nasenblüte. Ja. Also, sorry, gell, bist du in dem Fall so viel besser wie Ich ich. schwöre, Nein. ich bin viel Aber ich besser habe als wirklich, du. also sobald es ein bisschen kälter wird, ein bisschen mehr Winterwetter, Ja. ich habe gefühlt alle 3 Tage Nasenblüten und das ist richtig scheiße. Darum habe ich jetzt auch so eine Creme gekauft. Und Ja. dann geht sie so ins Maul hinterher kotzen. Oh. Das ist hässlich, Alter. Nein, Weiss das auch habe ich nicht, was da actually noch los nie ist. gehabt. Aber stell dir mir hure geil vor, Das so ist nicht so erotisch. geil. Imagine, du hast so einen Fetisch. Erotisch. So ein Blutfetisch oder was? Ja, ich schwöre, der andere hat es sehr vorher geil gefunden. Also extra nichts gesagt. Ja, ich bin Can auch. Sein Schnudder hat mich schon ein bisschen angetönt. Also, nein, musst jetzt die Nase nicht putzen, Can. Ja. Jo. Nein, im Fall, das habe ich schon oft. Ich habe mal mit jemandem etwas gehabt. Wir sind zwar nicht zusammen gewesen, aber so fast. Und dann, weißt du bist so in dieser Kennenlernphase und dann hat er einfach so, so in einer Backe einfach so einen Böck geklebt. Dann bist du so, nein, die Beziehung ist glaube ich nicht Vor allem, er kommt so, küsst du das so. Nein. Bro, ich weiß nicht, ich kann so Sachen Ich finde allgemein so, nicht ansprechen. so unhygienische Sachen finde ich so, kann ich aber Ja. auch nicht ansprechen, weil ich denke dann so, oh nein, nachher ist es ihm peinlich. So, Ja, vielleicht eben. geht es ja weg und dann muss er nie erfahren, wie peinlich ihm eigentlich das müsste sein. Ja, zwar mittlerweile, es gibt so, jemand hat das mal bei mir gemacht und ich bin nachher mega froh gewesen, und sie hat mega gut gesagt, so, du hast da etwas. Schau mal. Oder ja, schau schnell, ich glaube, du hast etwas zwischen den Zähnen. So. Ja. Das ist eigentlich nett. Voll. Und dann schaust du in den Spiegel und siehst halt eine fette Böcke an der Backe und dann nimmst du die halt weg. Alter. Zwar, das ist vielleicht auch unangenehm. Ja. Aber Schon weißt, ein es ist etwas Das anderes. kommt auch hure davon, mit wem du bist. Also, ich meine, bei Ja, Remy würde sehr. ich jetzt immer sagen. Ah ja, logisch. Nein, aber das ist etwas so, anderes. Es kommt halt hure zu drauf an. Ja, Situation. aber wenn du sagst, du hast etwas, dann kann es sein, dass die andere Person nicht weiss, dass das ein Böck war. Es kann ja auch ein Blatt sein oder so. Weiss auch nicht. Und wenn du halt sagst, du hast da einen Böck, dann ist es so, ja. Ja, aber ich nice habe schon story. einen Nasenböck, den in der Backe kleben, ist dir nicht peinlich? Schämst dich nicht. Oh, nein, allgemein so Böck, das gibt mir richtig... Ich weiss hure nicht, wo wir ansehen im Podcast. Ich wenn weiss wir über actually auch Nasenböcke reden. Es tut mir leid, alle gehen so voll da. Alle so abgestellt. Nein, wirklich richtig eklig. Aber was war eigentlich die ursprüngliche Frage? Gewesen? So No-Gos in einer Beziehung Ah, ja. eigentlich. Ja. Böck. Was hast du sonst noch für No-Gos? Bei mir ist, also sobald sie richtig toxisch geht, ich finde so, sobald er anfängt Sachen zu verbieten. Ich finde, Alter. Eifersucht ist so eine Frage. Also irgendwo kannst du steuern, irgendwo ja nicht. So. Ich will grundsätzlich allgemein sagen, dass ich lieber mit jemandem zusammen bin, der nicht eifersüchtig ist. Oder wenn, dann einfach sehr wenig. Also ich wüsste nicht, ob ich das handeln kann, mit jemandem zusammen sein, der so richtig eifersüchtig ist. Ja. Und ich finde, es kommt dann auch darauf an, wie du mit Eifersucht umgehst. Ja, es kommt mega davon an, wie er es auslebt. Ich meine, wenn er sagt, sobald er irgendetwas verbietet, ist einfach so, ja, es ist einfach ein Thema von ihm, wo er wahrscheinlich müsste für sich abklären so was ist passiert, dass er jetzt so fühlt. Aber so ein bisschen Eifersucht finde ich herzig, wenn mir so irgendjemand Heu sagt oder so, oder keine Ahnung, und der irgendwie ist dann so ein bisschen eifersüchtig und ich so, oh mein Gott, den habe ich so gerne. Aber ja, eben, das ist ja natürlich, finde ich, so ein bisschen Eifersucht. Schon. Ja. Aber stimmt, der Can ist ja gar nicht eifersüchtig. Er ist gell? wirklich- Wir haben mal mit euch über das geredet. Ja, nein, er ist wirklich null. Also, eigentlich bin ich mega froh. Also, ich immer mal so von anderen so höre, so, manchmal so ein bisschen Eifersucht finde ich nice. Und dann überlege ich manchmal, und dann bin ich so, ja, vielleicht safe. Aber irgendwann bin ich dann eben gleich wieder froh. Ja, logisch. Weil, also gut, das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel für eine, aber gerade so männliche Friends oder in den Club gehen oder so, Ja. ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Ja, voll. Auch wenn man nicht miteinander in den Club geht, sondern, also ich bin auch schon mit 3 Kollegen in den Club gegangen, so, und ich war das einzige Girl gewesen, und er hat wirklich kein Problem damit gehabt. Und es gibt wahrscheinlich viele, die das gar nicht okay fänden, und da bin ich wirklich sehr froh, dass er da... Einfach Vertrauen um. Ja, voll. Das wäre mir so ein bisschen etwas... Also eben, ich habe auch schon natürlich Momente gehabt, wo ich eifersüchtig war, klar, der Can auch schon. Und ich finde es einfach wichtig, wie du damit umgehst. Wenn du so voll easy kannst offen
das kommunizieren Voll, und das ist jetzt mega nicht so, wichtig. du Arschloch, sondern hey, ich habe gemerkt, Ja. also es ist ja in dem Sinne das Ich-Problem. Ja, voll. Also ja, ausser, ich finde, es kommt so ein bisschen darauf an. Es ist auch so ein bisschen Respekt von der anderen Person, wenn du kannst es ja mega provozieren, so. Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt da so richtig, also jetzt ganz blöd gesagt, wenn ich jetzt auf jemandem vor dem Can auf die Schoß hocke, wäre ja obviously, Ja, also weißt du, was ich hoffentlich meine? rastisch aus, Alter. Genau, so darum, wenn es jetzt alles in einem guten Rahmen ist, wo man sich nicht muss Sorgen machen oder wo jetzt nicht irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich glaube, jeder macht selber bei der Beziehung seine Grenzen, so würde ich sagen. Voll. Ja, nein, auf jeden Fall, wenn halt einfach er würde kommen und anfangen mir Sachen so, oh, du darfst nicht mehr in den Club, du darfst das nicht mehr anziehen. Ja, voll, das wäre, Bro. Das wäre für mich ganz... Der Remy sagt damals, also, ja, Alter, wenn du nicht kannst handeln, eine schöne Frau haben. Oder weißt du, so, keine Ahnung, du musst halt handeln, wenn der geile Bitch schon einen geilen Style hat. Fair, ja. Also bei mir ist es so, ich weiss so, soll ich das anziehen, das? Ja, dann zieh es kürzer an, weil ich muss doch zeigen, was ich für eine Freundin habe. Keine Ahnung, ich finde das viel geil. Also so, weiß auch nicht. Voll. So. Also nicht, dass er so das Gefühl hat, du bist so sein Eigentum oder so, er kann machen, Ja. was er will. Voll. Ich bin schon sein Eigentum, Remy, aber... Nein, oder eben auch sogar das Ausgang. So. Also ich weiss nicht, was andere unter Ausgang verstehen, aber für mich ist halt Ausgang actually so mit Friends in den Ausgang gehen. Du trinkst halt vielleicht etwas und dann gehst du zu der Musik ab oder hast geile Gespräche oder irgendwie so, keine Ahnung. Aber ich gehe nicht dorthin zum mit einem fremden Typ knutschen oder mit jemandem rumgeiern oder einen Lapdance machen oder keine Ahnung. Voll. Und Ja. ja, gut, es kommt glaube ich auch davon, welchen Club du gehst. Ich finde so, bist du mal in einem U16-Club gewesen? Ja, sicher früher. Alter, Dynamo war meine High-Time. Bei mir Prime Sektor Time. 7. Also ich bin, Sektor 11. Sektor 11, ja. Nein, ich bin einmal gewesen. Oh mein Gott, was war das für eine Experience gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe halt... Keine Ahnung, also ich habe es damals noch geil gefunden. Aber hast du das auch so empfunden? Ich weiß auch nicht, wie es dort war. Aber Aber es ist schon hure geiert, Mann. Gell? Hure. irgendwie, das sind halt auch Du so hast so 16-Jährige. einen anlächeln. Ja. Ja. Ich ist dann nachher auf den Knien hinten angelaufen, den ganzen Abend. Nein, aber ich habe das Gefühl, im 18-Club, U18, also gut, es kommt darauf an, bei den Clubs, wo ich bin, so im Extra oder so, habe ich das gar nicht. Ich glaube, ich bin ja noch nie wirklich angemacht worden im Ich Extra. kann niemand ansprechen, weil man mich nicht kennt. So, Ah, du- Respekt. Aha, also ich ja, meine, weil es einen Freund hat. Ja, das auch. Aber Männer sind ja eh nicht so gleich wie Frauen, ich habe das Gefühl. Ja. Aber jetzt Also, das ist wieder also, ein anderes Thema. vielleicht bin ich auch mega hässlich und niemand will mich anmachen, ist auch okay. Eigentlich so, er tut immer so, sein Make-up vermischen, das so richtig dumm aussieht. Nein, eigentlich sehen einfach so hässlich aus und niemand macht mich an, weißt du? Nein, aber so irgendwie, also, bist du eben schon mal im Sektor 11 gewesen? Nein. Daten? Ich bin einmal gewesen, wir sind das vierte, 4 Girls sind wir gegangen. Alter. Oh mein Gott, entweder du bist mit von 16-Jährigen angeehrt worden oder von 40-Jährigen. Und das ist jetzt kein Witz. Es ist eben so, wir haben wieder an eine Halloween-Party gegangen. Ich war für das erste Mal richtig im Club. Es ist halt so dirty Halloween. Aber du warst ja jünger gewesen, dann. Ja, ich war 17 gewesen oder so. Oder 18 schon, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich habe noch jüngere Friends gehabt. 17 gewesen. Ich bin 17 gewesen. Das war vor Corona gewesen. Nachher bin ich eben nie mehr in den Club gegangen. Das war so meine Club-Erfahrung vor Corona gewesen. Also ganz schlimm. So ist es. Trauma. Ja, ich schwöre. Nein, auf jeden Fall. Keine Ahnung, sind wir dort rein gewesen. Und das war halt Dirty Halloween's Motto gewesen. Wir haben gedacht, Alter. Dirty, weißt, Dirty Alter. Dancing, cool. Da kann man ein bisschen cool tanzen, weiß ich auch nicht. Nein, Alter. Dirty Dancing, Alter. Ich weiss doch auch nicht, was ich gedacht habe. Ich war 17 gewesen. Okay, ich habe Dirty noch nicht verstanden. Dirty, wenn man so Dreck ins Gesicht schmieren. Ja, Dirty Halloween, dass wir so ins Deckchen geschminkt Oh mein Gott, lol. Yeah. Ja, wir haben ja Blut im Gesicht gehabt, weißt du. Dirty Ja, das Girls. fänden jetzt wieder die einen geil. Schön, Alter. Nein, aber keine Ahnung. Und dann sind wir so zu viert im Kreis. Und ohne Witz, alle 10 Sekunden, das ist kein fucking Witz, wir haben auf 10 gezählt, ist wieder ein Typ von hinten gekommen und fängt dann an zu tanzen. Und irgendwann, du musst die ganze Zeit hinterschauen und die Hände knöpfen. Alter, das Das ist ist nicht. ganz schlimm. Also ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage ist, dort, aber, also, oder einfach nur an diesem Abend. Aber es sind wirklich... Ich weiß auch nicht, vor allem wir sind alle so jung gewesen, so auf 16. Ich bin jetzt erst mal im Club. Du hast die ganze Zeit von irgendwelchen grusigen Typen angemacht von hinten. Und eben nicht cute, weißt du, ist etwas anderes. Hey, ich kann dich einladen auf einen Drink. Ja, oder hey, voll. du falsch. Keine Ahnung, irgendwie so ist es eigentlich ein bisschen weird. Aber auch so von hinten antanzen, plötzlich spürst du einen Schwanz hinter deinem Arsch. Und du bist so, Bro. Alter, ich komme doch da rein, um einfach Musik zu fühlen. Für Sidekick to the face, Nein, front voll. to the back. Ja, das ist nicht so meine Ausgangswelt, aber ist auch nice gewesen, oder? Ja. Nein, da das müssen sie. ist da müssen sie die Experience. Ja, ich habe das Gefühl, es gehört irgendwie dazu, auch mal eine dumme Experience haben. Ja, safe. Allgemein Ausgang. Vor allem, wenn alle so besoffen sind, alles so Männer sind. Ja. Hast du in dem Fall nie so eine Erfahrung gemacht? Mo, ich glaube schon, ich kann mich einfach an nichts mehr erinnern. Nein, Spaß. Ich habe einfach every night blackout. Nein, was ich mal hatte, ich habe mit einem etwas gehabt, mega ein herzigen.
Und wir haben uns mega gut verstanden. Und er hat mir am nächsten Tag todernst auf Insta... Entschuldigung, jetzt habe ich das Mikrofon mit den Lippen berührt. Willst du gar nicht smullen? Am nächsten Tag hat er mir auf Insta geschrieben, so, hey, ich habe eine Freundin eigentlich. Ich so, also erstens, so, ich habe nicht vorgehabt, zu mir wieder treffen. Ich habe das Gefühl, so Leute, die im Ausgang triffst, ist nicht so long-term relationship Leute, Alter. What the fuck? Ich hätte gar nicht, also es hat mir auch nicht gejuckt, hätte mir gar nicht mehr geschrieben. Aber es ist so, ja, geil, jetzt habe ich schlechtes Gewissen. Und ich habe das Gefühl, so, das muss man nicht sagen. Also weißt du, so, gut, jetzt habe ich schlechtes Gewissen, was soll ich jetzt machen? Weißt du, so, bist du stolz drauf? Ich hoffe, du schämst dich halt. Du musst mir jetzt nicht so stolz erzählen. Also, haben die etwas gemacht? Einfach rumgemacht. Aha! Ja. Ah, was? Und der hat einfach eine Freundin gehabt? Ja, und nachher hat er so, aber es läuft nicht so gut. Ich weiß nicht mehr genau. Ich so, Bro. Ja, dann machst du Schluss, wenn es ihm so gut läuft, dann schon fremdgehen. Ja, also weißt du, und es ist ja nicht mein Business. So, ich kenne dich ja nicht. Weißt du, du hast mich, weißt du, ja. Einfach so, schreib mir, aber ich einfach nie mehr. Ja. Weißt du, dann verstehe ich wieder, dass einfach gewisse Leute in unserer Generation fucking Trust-Issues haben. Ja. Wenn ich so gewisse Stories höre, bin ich einfach echt so... Oh, weißt du, ich vertraue mich schon einfach blind eigentlich. Das ist grundsätzlich einfach ein fremder Mensch, wo ich mich mal verliebt habe. Jetzt bin ich mit vorher mit dem zusammen. Aber eigentlich ist er immer noch ein fremder Mann. Ich kann mich einfach irgendwann stechen, wenn er Lust hat. Ja. Hast du manchmal einfach so random Gedanken. Und eigentlich vertraue ich dem einfach. Weißt du, es kann ja mega gut sein, dass er so seit 5 Jahren Affäre hat. Passiert ja immer wieder mal. Das könnte ich nicht handeln. Ja, vor allem auch in der Hockey-Szene, Alter. Ja. Was du für Stories hörst, das ist fucking Unterschied. Ja, so Militär-Stories und alles. Also, keine Ahnung. Eigentlich musst du einfach für eine gesunde Beziehung, du musst auch vertrauen. Ja, und ich sage auch einfach so meinen Hockey-Kollegen so, erzähl mir einen Scheiß nicht, ich kann nachher nicht mehr schlafen. Ja. So. Gut, mein Mindset ist mittlerweile so, also weißt, wenn der Can will fremd gehen, dann macht das ja. Also ich kann nicht machen. Voll. Und dann weiss ich auch, dass er nicht der Richtige ist. Voll. Weil jemand, wo der Richtige ist, der schätzt mich zu 100% und der würde es nie machen. Ja, voll. Und wüsste, dass mich das verletzt. Und er spielt ja eigentlich, während dass er das macht, weiss ja eigentlich, dass mich verlieren kann und in dem Fall ist es nicht so wichtig. Ja. Darum, ja, oder auch whatever der Background ist, so jemand ist einfach nicht ready. Also verdient einfach nicht eine Beziehung mit jemandem. Genau, also, er verliert ja, ich verliere ja nichts, oder? Genau. Ja, darum war er unnötig eifersüchtig, oder? Ja. Ja. Sind einfach nicht eifersüchtig. Wenn ihr euch betrügt, dann sucht einfach einen neuen. Ist das dumm. Ist das ein Abschlussstatement? Das ist ein schönes so, Abschlussstatement. Wie sagt man das? Auch so die Baseline von diesem ganzen Gespräch. Genau. Sind einfach nicht eifersüchtig. Vertraut einfach so. Und, ich meine, Scheiße ist, wenn du es lange nicht herausfindest. Meine grosse Schwester, ich hoffe, ich darf es erzählen, ihre Ex hat sie mega lange betrogen. Und sie war Flight Attendant. Das heisst, es ist ja wie auch ein bisschen easy für ihn, um sie zu betrügen, weil sie mega lange nicht ist. Es ist nicht so, als ob sie zusammen wohnen und 24/7 rum sind. Sie hat ihm auch blind vertraut. So, what the fuck? Ja. Und nachher hat sie dann erst nach irgendwie, er hat sie dann 2,5 Jahre schlussendlich betrogen. Und jetzt sind erst, ich meine, Bro, die 2,5 Jahre sind für nichts. Weißt du, so, ich meine, sie haben eine mega schöne Beziehung gehabt, eigentlich während dem. Aber es ist so, Bro, du hättest die 2,5 Jahre können so viele andere Erfahrungen machen und Leute kennenlernen, deinen Traum kennenlernen und er sagt, weißt du, so, what the fuck? So Sachen sind auch so... Ja, schon crazy. Ja. Aber eben, du kannst wie nicht, du kannst nicht steuern, ob dein Partner dir fremd geht. Ja. Wenn er dir fremd geht, ich habe auch schon gehört, dass sie, weißt, so voll die toxische Beziehung haben und sie haben das so gar nichts, sie sind nicht im Club und nichts, weißt, so bla. Ja. So, der hat nicht mal keine ich weiß nicht. Und dann hat er sie betrogen, indem er ist mit der Mutter ist er zu Mittag essen und ist aufs WC und dann hat er dort mit einer Frau gemacht. So nach dem Tag durch. Und denkst du, also weißt du, wenn du betrügen... kann er immer, Alter. Genau, du kannst ihn ja nicht einsperren und es bringt auch nichts. Das ist ja nicht das Ziel. Also, genau. Also dann ist... Ja. Also eben, ich finde, sobald du halt richtig einsperrst, dann... Alter. Also, ist keine gesunde Beziehung also sobald du irgendjemanden irgendwo einsperrst, Alter, musst du schon... Ja. Ja. Da wird es dann happig. Aber ja, ich finde auch... Was soll ich denn jetzt sagen? Keine Ahnung. Betrügen. Genau, ich finde auch irgendwie so, alles, was passiert hat, ein bisschen einen Grund. Wenn du mal betrogen wirst, schon klar ist Scheiße. Okay, warte mal, ich habe eine andere, ich weiß nicht, was für ein Wort ich sagen, so Quintessenz von dem. So, wenn er euch betrügt, verpisst euch von ihm. Er hat keine zweite Chance verdient. Ja, und eben, er weiss ja auch, also während er das gemacht hat, auch wenn er Alkohol hat, er weiss ja, was er verlieren kann. Es ist mir scheißegal, wie viel er getrunken hat, wirklich. Ja, fair. Was willst du nachher ihn nicht mehr in den Ausgang lassen? Jedes Mal Angst haben, wenn er in den Ausgang hat? Nein. Aber du hast jemanden verdient, der nicht dich betrügt. Egal, wo er ist, mit wem und wie viel er sauft. Ja. Das hat mir mal eine geschrieben, ja, würdest du ihm verzeihen, wenn er sagt, es war ohne Gefühl und mit Alkohol mega viel getrunken. Ich so, nie im Leben. So, nachher hätte ich Todes-Trust-Issues. Going forward. Ja.
Und vor allem, es würde mich so fertig machen. Auch. Weißt du, so, das könntest du ja nicht einfach vergessen, habe ich das Gefühl. Das wäre für mich so verspielt. Also nein, never. Ja. Schon krass, so betrogen werden. Bist du mal betrogen worden? Nein. Ich bin, also, schwierig zu sagen. Also ich habe einen Ex vor dem Can, mit dem war ich 2 Jahre zusammen war und ich hoffe, er hört es noch nicht zu. Aber es ist halt wie so das Ding, dass am Schluss von der Beziehung, dass wir uns mega auseinandergelebt haben. Klar ist das jetzt nicht eine Reason, was es wieder besser macht, aber er hat halt, ist dann halt wie im Lager gewesen, und hat sich halt in eine verliebt. So, er hat es mal nachher, also, nein, das ist noch mal anders gewesen. Ja, ist eine crazy Story mit dem. Aber er ist auch noch, es hat noch jemanden in der Klasse gehabt und ist halt dann, ja, kann ich, hat halt Abschluss gehabt und dann sind zum Beispiel alle im Kino gewesen, und er ist nur das Zweite mit der hin im Kino gewesen, und alle, die ganze Klasse vorne, und er hat sie mal aus Versehen geküsst, irgendwie sie auf seinem Töff gesessen und dann hat er den Ständer runtergelassen und sie gerade so vorgefallen und dann haben sie sich aus Versehen geküsst. Also Stories, so wenn ich, ja, genau. Also ich hätte ehrlich gesagt so ein bisschen das Problem nicht, wenn er irgendwie so eine würde auf seinem Töff mit. Also ja, eben, es ist so, schon strange. Keine andere hat etwas zu suchen, ja. so nach dir. Ja, es ist ja gut, wir sind auch mega jung gewesen, also mit 16 ja. sind wir auseinander, 15 auseinander. Ja, ja, darum es ist noch so ein bisschen andere Szene gewesen. Alter, ist ein ganz anderes Thema. Ja, vor allem ich bin dann so richtig sad spazieren bei uns im Dorf, weißt, so mit trauriger Musik, bin dann so auf dem Spielplatz und dann steht einfach so die Initialen von beiden gestanden und sie haben mega oft dort gechillt. Und einfach so richtig am Heulen da gewesen, weil so richtig Filmszene reif. Ja, aber also es ist wie eben durch das, dass wir uns, weißt, du bist noch so zusammen, aber du machst nichts mehr miteinander und du bist wie nicht mehr verbunden, sage ich mal. Darum ist es auch für dich vielleicht nicht so schlimm gewesen, oder? Ja, ich habe mich wie auch schon, wie sagt man, so abgeschlossen mental. Voll. Und hatte dort einen besten Kollegen gehabt, wo ich habe dort alles erzählt. Ich habe es mega gut mit ihm gehabt und alles, und irgendwie war er fast mehr in meinem Leben gewesen als mit meinem Freund damals. Wir sind, glaube ich, ein Jahr später, also sind wir sogar zusammengekommen mit dem. Aber ja, andere Story. Ja, nein, ja, darum es ist wie jetzt nicht so mega schlimm. Also ich glaube, es ist schon was anderes, wenn du so wirklich betrogen wirst in einer Beziehung. Ja, und auch einfach je nachdem, wie ernst es ist. Voll. Und eben, also du kannst nicht verzeihen ihm, klar hat mich betrogen, aber ich nehme es wie nicht so böse, weil es halt wirklich Beziehung eigentlich nicht mehr da war. So. Ja, voll. Auch für dich, ne? Ja, genau. Und ich weiss jetzt nicht, also er hat jetzt nicht Sex gehabt mit der oder irgendwie. Ja. Nicht, dass ab wann betrügen, so klar, so ab dann, ich finde, ein Kuss ist schon betrügen. Aber ja, es ist nicht so, keine Ahnung, crazy betrügen gewesen. Ja. Oder wie siehst du das? Nein, ich finde sowieso, Betrügen fängt sehr viel vor dem Küssen auch an. Ja, fair. Ich finde nur schon, wenn du irgendeinen Text oder so musst verheimlichen, finde ich, hat so etwas von Sobald du musst verheimlichen, merkst du eigentlich, es ist irgendwie etwas. Oder einfach auch ungesund irgendwie, dass du irgendetwas nicht erzählen kannst oder so, etwas verheimlichen. Alter, das ist schon unterste. Fair. Mach das nicht. Genau. Setzt eure eigene Grenze in Beziehung, kommuniziert offen und schaut, dass ihr keinen Böck im Gesicht habt. Und wenn euer Partner einen Böck im Gesicht hat, dann sagt es ihm. Bitte sagt es ihm. Oder sagt einfach irgendetwas anderes. Aber schaut, dass er das nicht über euch ergeht. Oder wenn schaut einfach, dass ihr nicht Nasenblüten bekommt, wenn ihr Sex habt. Genau. Ich spreche jetzt auf lustige Art an. Und das ist jetzt eigentlich ein besseres Schlusswort, finde ich. Das war Wahnsinn. Gut. Ja. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Sind wir schon am Ende, oder? Ja. Also du kannst wir müssen nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, wir haben busy Day, Alter. Morgen ist der 1. Wir treffen uns heute Abend noch im Club. Ich kann dann noch weitermachen mit meinem Podcast. Ja, ich schwöre, Alter. Ja, stimmt eigentlich. Alter, guter Rutsch euch allen. Stimmt. Rutsche gut. Nein, wir hören uns nächstes Jahr. Sie sind ja schon gerutscht. Ich hoffe, wir haben einen guten Rutsch gehabt. Gell? Ja, stimmt. Ausser du tust es heute noch posten. Nein, das machen wir nicht. Wir sind da pünktlich. In dem Fall, ich hoffe, wir sind gut gerutscht. So lustig, dann hören sie uns erst nächstes Jahr. Das ist wild, Alter. Das ist so funny, wirklich crazy. Also, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Hört, wann kommt deine online? Am Donnerstag am 17.00. Also eigentlich morgen. Oder heute. Nein, sie können sie erst heute hören, weil du das ja stimmt, in der Nacht am 0.00. Eigentlich am gleichen Tag. Beide, ihr wisst, was sie machen am Donnerstag. Einfach gehen nicht in die Schule, gehen nicht arbeiten, hören uns beide Podcasts. Genau, 17 Stunden später. Ihr habt 17 Stunden Zeit, um meinen Podcast zu hören nachher. Das schaffen wir. Der Rest vom Leben zu ihrem Podcast zu hören. Nein. Simply Oversharing heisst es. Simply Oversharing. Gut, also, das wär's. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Tschüss. Ja, dann halt nicht alle. Wir hören uns nächste Woche wieder. Also, ciao. Ciao.